So, ihr wisst ja, ich versuche noch immer mal was mitzubringen, euch was zu zeigen. Und heute habe ich mal eine ganz kleine Tasche mitgebracht. Und ich sage mal voraus, das ist eigentlich so ein kleines Täschchen, was eigentlich jede Frau bei den Indianern so an ihrem Gürtel hatte. So, erstmal ist es ja schön mit Perlen verziert, aber hier ist was ganz Wichtiges drin, was sie nämlich ganz tolle gebraucht haben. Und du erinnerst bloß mal daran, wir hatten ja gesagt, Indianer konnten kein Eisen bearbeiten. Und in dem Fall, wenn ich jetzt die zwei Dinge raushole, die hier drin sind, war das natürlich erst möglich, nachdem der Indianer das vom Weißen eintauschen konnte. Das ist nämlich hier so ein Stück Eisen und dazu ist dort so ein Stück drin, ein Stein. Und was denkt ihr, was man damit machen konnte? Feuer? Damit konnten die Feuer schlagen. Mal sehen, wie ich das hier. Ja. Ja? Darf ich dazu was sagen? Als der Lukas mal bei mir war, hatten wir mit Schießstöcken bei den Pflastern gespielt und dann bin ich da ist Lukas mal aus der Versehen richtig toll an den Stein gekommen, dann hat es erstmal richtig schön gefunkt. Na? Und das lief dann die ganze Zeit weiter. Funken, funken, funken. Also Feuersteine findet man ja in der Natur, ne? Und da könnt ihr euch vorstellen, das war natürlich trotzdem ganz schön mühselig. Und man brauchte natürlich da nicht etwa nur so ein großes Brett, sondern man brauchte etwas ganz Kleines, Trockenes. Ich sage, das musste fast so aussehen wie Watte oder so, damit man mit dem Funken, na, von der Seite scheint es nicht zu gehen, Ja. nur damit das dann auch, Muss man nur aufpassen, dass man sich nicht selbst anzündet. ja, ne. Eher muss man aufpassen, dass man sich mit den Eisen in die Finger kaputt schlägt. So, das habe ich euch für heute mal, damit ihr das mal seht, habe ich mal mitgebracht. Ne? Denn es gab ja auch noch andere Möglichkeiten. Also ihr habt sicherlich schon mal gesehen, wenn man da mit zwei Stöcken oder so, die so lange reibt und bohrt, bis da unten das heiß wird. Aber das war eben für sie schon ein gewisser Fortschritt mit diesem Werkzeug. Und die Höhlenmenschen haben das aber anders gemacht. Die haben das nur mit Stein gemacht. Dann gegen Stein. Wenn man zwei Feuersteine gegeneinander schlägt, geht es auch. Ja, das mal aus. Es geht aber noch besser, oder? Eine Frage, Helmut. Also. Das habe ich vergessen. Hast vergessen, oh, das ist schlimm. So, Ja. Ich wollte fragen, aus was die Tasche besteht. aus Leder, aus Hirschleder Ja. ist das. Und das Und die sind Ja, ich meine, geschmückt, die sind geschmückt mit kleinen Kreideperlen, wie wir sie ja auch im Museum sehen. Und dann seht ihr zum Beispiel hier unten dran und hier oben geschmückt. Das sind so ganz kleine, kann man auch finden hier, Blechkohlen nennt man das. Und das stammt aus der Zeit, ich weiß nicht, ich hatte es glaube ich schon mal erklärt, wo es nicht mehr genug Wild gab, ne, weil die Tiere fast zu Ende gingen. Da haben die Weißen, die Indianer, mit Konservendosen versorgt. Und das Blech, was da drumherum war, das haben die Indianer genutzt und haben dann solche Blechkohlen gebogen und haben das zum Schmuck genommen. Und wiederum hatte den Vorteil, dass das natürlich, wenn die Frauen sich bewegten, dann gab es einen ganz eigenartigen Klang auch. Konnte man also schon wieder nutzen. Und dann, was noch hier, da hängt hier zum Beispiel, ihr seht das bei der Kindertrage im Diorama, da hängt sich hier rein, da hängt hier auch so eine kleine Kauri-Muschel. Ist das mit hier? Ich hatte mal eine im Park gefunden. So eine Muschel? Ja, bloß kleine. Wenn ihr dann mal Kreuzworträtsel macht, da wird oft die Frage gestellt, Porzellanschnecke. Das ist die Kauri. Ja, könnt ihr dann ja. Gut, und du noch? wie haben die Dinger geformt? Die Blech. Diese Eisen, Ja. ja, haben sie von Weißen gekriegt. Die Weißen, die konnten das ja in der Schmiede machen, über einen Amboss oder so. Nur der Indianer selber konnte das sich eigentlich nicht herstellen. Und
Für was haben Sie das genutzt? Also wenn man ein Feuer macht, für was Ja. bräuchten Sie das? Ja, Nur zum Feuer machen. ja, aber wieso macht Sie das Feuer? Ja. Für was brauchen Du, Sie wenn das es Feuer? kalt war im Tipi und du hast kein Feuer, dann hast du nicht bloß am Winter gefroren. So, oder natürlich auch, wenn man Essen kochen wollte oder was, brauchte man Feuer. Ne? Also ja, das meine ich. Gut, Also, Landkirche.